Hier in Hülsenberg häckseln wir grundsätzlich im Biogasbereich 4 bis 6 mm Schnittlänge. Und bei den Milchkühen machen wir das 6 bis 8. Wenn es feuchter wird, auch mal 10 mm. Dafür ist es ganz wichtig, dass die Messer in einem Top-Zustand sind, täglich auch mehrfach geschliffen wird, sodass wir keine Kompromisse bei der allgemeinen Häckselqualität eingehen. Ja, die Häckselqualität hat für uns das ganze Jahr über eine Riesenbedeutung. Von daher wird täglich die Häckselqualität kontrolliert. Das machen wir mit der Eimermethode. Wir nehmen also ein Litermaß mit Siliergut und schütten das in einen Eimer rein, der mit Wasser gefüllt ist. Die Körner und die Bestandteile der Körner sinken ab und wir dürfen bei dieser Masse maximal 2 heile Körner, natürlich möglichst gar kein heiles Korn, finden. Dann ist die Qualität in Ordnung. Wichtig ist für uns natürlich auch, dass die Messer so scharf sind, dass wir keine Überlängen finden, sodass wir später nicht Bestandteile im Trog finden, die aufgrund schlechter Häckselqualität nicht in die Kuh gehen. Bei der Silierkette ist uns ganz wichtig, dass sie gleichmäßig läuft. Das heißt, die Fahrzeuge, die wir brauchen, werden eingesetzt, nicht unnötig viele. Und wir versuchen, die auch so zu takten, dass regelmäßig ein Fahrzeug kommt und nicht alle zeitgleich, sodass immer ein gewisser Fluss gewährleistet ist, sodass die Festfahrer, wir arbeiten mit 2 Festfahrern, einer schiebt hoch und einer walzt, dass das kontinuierlich gegeben ist. Also diese Stoßzeiten versuchen wir zu vermeiden. Im Maisbereich wird viel mit großen Fahrzeugen gearbeitet, die das Erntegut praktisch vor den Haufen kippen oder abladen. Ganz wichtig dabei ist, dass wir beim Hochschieben darauf achten, dass maximal eine Schichtdicke von 30 cm auseinandergeschoben wird. Nur dann kriegt man das entsprechend verdichtet. Ist zu viel Masse dort, dann hat man Lufteinschlüsse und die Probleme sind vorprogrammiert. Also ganz wichtig sind immer dünne Schichten und die dann fortlaufend verdichtet werden. Der Festfahrer entscheidet über die Geschwindigkeit der gesamten Häckselkette. Wir arbeiten mit der Faustformel für das Festfahren. Das bedeutet die Tonnage pro Stunde geteilt durch 4. Das ist die Walzkapazität. Das müssen praktisch die Tonnen sein, die fürs Festfahren zuständig sind. Am Beispiel 120 Tonnen pro Stunde teile ich durch 4, dann habe ich 30 Tonnen. Die festfahren müssen, das sind 2 Schlepper, à 15 Tonnen. Wenn ich das habe, dann läuft es richtig. In Hülsenberg decken wir folgendermaßen ab. Es wird vernünftig verdichtet, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Es wird nicht lange nachgewalzt, weil man so auch Luft einpumpen könnte, praktisch in das Silo. Das wollen wir nicht, sondern es ist komplett verdichtet. Dann kommt eine Unterziehfolie rüber. Nach der Unterziehfolie kommt die Hauptfolie, die auch bei uns eine Qualitätsfolie ist, die auch entsprechende Prüfungen hat und Gasdichtigkeiten und so weiter. Und wenn die Folie vernünftig liegt und glatt liegt, ohne viele Falten, dann ziehen wir das Silo-Schutznetz rüber, also das Vogelschutznetz. Und als allererstes kommt ringsherum dicht an dicht entsprechende Sandsäcke, sodass es wirklich luftdicht abgeschlossen ist, sodass wir am nächsten Tag vielleicht auch eine Gashaube beobachten können, was immer ein sehr gutes Zeichen ist, dass es funktioniert hat. Und dann wird über das Silo werden immer einzelne Ringe rübergelegt im 5 Meter Abstand, sodass auch die Luft da nicht unterpumpen kann, wenn die Folie etwas lose sein sollte.